welchen inneren Kampf oder Schmerz würdest du mir gerne abnehmen? Es ist schwierig zu sagen, weil ich möchte hier nicht ins Detail gehen, was so alles war, aber ich glaube, das hat unsere Großmutter auch immer gesagt, so, sie wünscht uns ein heiles Vaterbild und ich glaube, das ist allgemein auf das Familienbild bezogen. Und ja, ich wünschte mir, dass ich dort diesen Schmerz abnehmen kann, weil ich habe das ja auch, wir sind dort zusammen durchgegangen und es ist nicht ein einfacher Prozess, es kommt immer Stück für Stück hoch und ich sehe ja auch deinen Schmerz in dem und das macht mir selber auch weh und ich glaube, das würde ich gern abnehmen. Ja, da muss ich selber durch, aber ja. Sehe ich. Danke. So, ihr Lieben, ich habe heute Abend das Vorrecht, mit einem grossen Team zu preachen. Ich möchte auch den Club begrüßen. Lass uns dem Club einen Applaus geben. Lieber Club, schön sind wir im Club. Mega. So, und jetzt gebe ich dem Club die Möglichkeit, Applaus geben für uns, da oben, für unten und Tribüne und online. Der Club gibt Applaus, hörst du es? Oh, die sind so laut, das ist krass. So, ihr Lieben, wir werden heute darüber reden, was braucht eine Frau und ein Mann effektiv. Und wir möchten heute Abend in ein Thema hineingehen, wo extrem zeitgemäß ein bisschen edgy ist. Und ich möchte ganz am Anfang sagen, wenn du nicht an Jesus glaubst, dann ist mir eigentlich egal, an was du glaubst, wie du lebst und was du machst, das spielt mir alles eine Rolle. Aber an dem Tag, du sagst, ich folge Jesus Christus nach, spielt es eine Rolle. Du sagst, ich orientiere mich nicht mehr an der Meinung der Menschen, ich orientiere mich nicht an der Meinung von Leon, von der Susanne, vom ICF, sondern an unserem Christus. Und Christus bedeutet, wir haben das Wort bekommen, eine Bibel, wo klar redet, Gott hat 2 Geschlechter geschaffen, Mann und Frau und Punkt. Und Punkt. Und Punkt. Und was ich mit dem möchte sagen, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmen, aber die Ausnahmen sind Ausnahmen. Und lass nicht jeden Tag immer reden, du musst noch der wählen und der wählen und der wählen und so. Und das Problem ist, ich als ein Mann, der als ein Mann fühle, irgendwann denke ich mal, lass uns mal darüber reden, was ist ein Mann? Und ich möchte nicht jeden Tag hören, was gibt es für Ausnahmen und das ist noch das und das, oder soll er doch, ich bin ein Mann. Wir sagen, 93-94% von uns allen, wir leben in dem Schema inne, Mann oder Frau, Punkt. Wir leben in so einer unglaublichen Wirrwarr. Und ich möchte am Anfang ein bisschen euch in das Thema einleiten. Ich habe das Vorrecht, auf der ganzen Welt zu reisen, in praktisch allen Ländern. Und ich kann dir eins sagen, wenn man in Indien geht oder in China geht, spielt es eine Rolle, ob du ein Mädchen oder ein Bub bist. Bist du ein Mädchen in Indien, ist die Chance, dass du abgetrieben wirst, extrem hoch. Und in China auch. Jetzt musst du dir mal vorstellen, was man gemacht hat. Man sagt, der Mann, der Bub ist wertvoll und das Mädchen braucht man nicht mehr. In vielen Ländern, Religionen ist es auch so, die Frau gehört in den Kochherd, gehört heim, die macht keine Karriere, die tut Kinder großziehen. Und der Mann, der macht alles. Und was ich mit dem möchte erklären, dass auch oft in der Kirchenlandschaft ist so predigt worden, die Frau schweigt in der Gemeinde, puff, und der Mann kann alle Lorbeeren nehmen. Und ich möchte ganz am Anfang sagen, ich glaube, auch wir als Kirche, jetzt ich inklusiv auch, wir haben viele Schaden hinterlassen bei gewissen Frauen und auch Familien von einem Wertebild, das ich nirgendwo aus der Bibel so erkennen kann. Sondern die Bibel sagt, er hat Mann und Frau geschaffen, gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und wir müssen einfach lernen, dass jede Person hat eine Begabung von Gott bekommen, Stärken und auch Schwächen. Und ich möchte am Anfang mit meiner Frau zusammen ein Bild malen, ein Klischee. Und Klischee bedeutet ja, es gibt immer Tendenzen, es gibt immer Überlappungen. Aber ich möchte ganz kurz erklären, Susanne, ganz ein einfaches Bild, wir haben einen Screen und ich nehme mal ganz kurz mit in das Bild, dass du merkst, wie funktioniert ein Mann und eine Frau generell. Und zwar, wir sind beide im Flugzeug, du hast einen Fensterplatz und ich einen Fensterplatz, wir beide einen Fensterplatz. Wir schauen raus und das Flugzeug startet und ich sehe ein Segelboot, ich sehe einen Sandstand mit der Familie, die spielt und Kollegen und ein Sixpack und ich sehe ein Hotel mit einem Pool und Stelzenhäuser und Villen. Ich sehe Palmen, ich sehe Affen von Baum zu Baum schwingen, ich sehe Giraffen, Elefanten, ich sehe den Sonnenaufgang, all das sehe ich und ich schaue raus als ein Mann und ich sehe das ganze wunderbare
was ich sehe. Und dann stellt das Gegenüber, die Frau, eine Frage. Ich frage dann den Leo und sage, Leo, was denkst du? Was denke ich? Der Mann Achtung, jetzt Achtung. lebt in einer Box. Eine Box. Das ist der Mann, eine Box. Und wenn sie mich fragen, was denkst du in dieser Box? Dann ist die Antwort, nichts. Und ich sage, das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht einfach nichts denken. Doch, nichts. Unverständlich. Und wir haben das erste Problem. Eine Frau wird nie verstehen, wie kann man an nichts denken. Und Frauen verstehen nicht, das ist eine Gabe Gottes. Seid still und erkennt für einen Mann mega einfach. Wenn ich stille Zeit mache mit Gott, ich denke an nichts. Und wenn er redet, denke ich, du bist der Einzige, der geredet hat. Ich höre es. Es ist umgekehrt. Wenn eine Frau ein Klischee, aber ich erlebe das in meiner Familie, du weinst ab und zu morgen früh und ich kann alles einen Gentleman fragen, wieso weinst du? Dann sagt sie zu mir, ich weiß es nicht. Wenn wir Männer weinen, bedeutet das, du hast mir 3 Zähne rausgeschlagen, das tut mir mega weh. Und im Gegenüber gibt es Sachen, wo du nie wirst beim anderen verstehen. Ich werde nie eine Frau verstehen. Ich weiss nicht, wie sich das anfühlt, wenn du deine Tage hast. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Und ich kann mir es nicht vorstellen. Ich bin nicht drin. Aber umgekehrt, ein Leben zu haben ohne die Tage, kann man sich auch nicht vorstellen. Das heisst, es gibt immer Sachen, man wird das nie verstehen. Und wichtig ist, du es nicht belächeln. Sag nicht, die Frauen, die Männer, sondern Gott hat etwas hineingelegt. Susanne, du schaust aus dem Fenster raus. Es war das Gleiche. An was denkst denn du? Also ich denke an Palmen, die wir in kürzester Zeit werden sehen, mehrere Palmen. Dann denke ich an das Häuschen, das dort wird auf uns warten, mit dem schönen Eingang und dann mit dem Strohdach. Und dann nachher hat es natürlich einen Sonnenschirm. Also nicht für dich, aber für mich sehr wichtig. Und für dich hat es dann da vielleicht einen Tisch und ich denke an das Glas, das drauf steht, mit dem Röhrchen drin. Und natürlich, du wirst dann da dein Tüchlein auslegen und da drauf sünneln und schön bröteln. Aha, Haar, genau. Und so weiter und so fort. Haben Sie das Bild? Und ich sage zu dir, in einer Minute kannst du gar nicht so viel denken. Logisch kann ich. Ich denke noch an Sand, was es dann hat und so weiter und so fort. Also, wir haben heute ganz bewusst so angefangen als Gegenüber. Es gibt Sachen, die du nicht verstehen willst. Wir gehen jetzt in einen Bibeltext rein und dann möchte ich theologisch ein bisschen wirken lassen, weil es gibt so Bilder der Bibel, wenn man die nicht im Kontext versteht, macht man theologisch etwas daraus, was ganz, ganz schwierig ist. Und ich sehe das auf der Leinwand und ich möchte bewusst aus dem 1. Petrus 3, Vers 7 vorlesen. Und es ist wichtig, das ist aus der Hoffnung für alle, weil ihr werdet merken, nicht jeder Bibeltext ist im Urtext genau. Jede Bibel hat einen anderen Approach. Und in dieser Hoffnung für alle gibt es ein Wort, das im Urtext du findest, und zwar, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. In der meisten Übersetzung heißt Geschlecht, also schwache Glied oder der schwache Teil. Es heißt im Urtext heißt Gefäß. Und du das Wort unterstreichen, Gefäß. Die Frau ist ein schwächeres Gefäß. Und das heißt jetzt da, dass wir gemeinsam der Gnade von Gott übersehen. Und dann heißt, wenn wir Männer das schwache Gefäß nicht ehren, erhört Gott unser Gebet nicht. Und du kannst eigentlich einen Link machen, so wie du mit Frauen umgehst, definiert auch, wie viel wird Gott dein Gebet erhören. Und ich möchte euch ganz kurz ein Bild erklären, was Gott mit dem meint. Wenn Gott sagt, Frauen sind ein schwäches Gefäß, tu mal ganz kurz 1, 2, 3 ausschnaufen. 1, 2, ausschnaufen. Das ist wichtig. Ich will ganz locker bleiben. Ein schwäches Gefäß bedeutet, Susanne? Das heisst, das ist ein Porzellangefäß. Porzellan? Das ist dünnwandiger. Es ist aber auch höher brennt, wie zum Beispiel ein Tongefäß. Und wenn man es anschlägt,
dann klingt das viel höher. Und darum ist es auf die einen Seite recht widerstandsfähig, aber weil es ein Porzellangefäß grundsätzlich sehr dünnwandig ist es kostbarer, aber gleichzeitig auch zerbrechlicher, im Gegensatz zu anderen Gefäßen. Das ist mega wichtig. Ich würde den Indern und den Chinesen sagen, wirf dein Mädchen nicht weg. Das kannst du nicht machen, wenn du das Gefühl hast, das ist ein schwacher Mensch. Und das wird gemacht in vielen Nationen. Und das finde ich abartig, weil die Bibel sagt nicht mit dem, du bist nicht wertvoll. Ein schwaches Gefäß aus China kann Millionen kosten. Es heisst nur, es ist zerbrechlicher, man muss ein bisschen sensibler umgehen. Wenn du reisen und du hast etwas ganz Zerbrechliches und man klebt drauf, fragile. Heisst nicht, es ist nicht teuer, sondern Achtung, es ist zerbrechlich. Und die Bibel sagt, wir Männer, wir sind ein starkes Gefäß. Und jetzt schau mal an, das Gefäß, das sieht überhaupt nicht schön aus. Ist klobig, es ist dick, es ist schwer. Und Gott sagt zu uns Männern, ihr seid vielleicht ein bisschen der stärkere Teil. Und stark hat nichts zu tun im Bild von Gefäß wertvoller. Das kann sogar billiger sein. Und man tut überlegen, wo setzt man was ein? Und es ist jetzt interessant, wieso ist die Frau extrem zerbrechlich? Weil die Frau ist ein Gefäß, das das Kind auf die Welt bringt. Wir Männer bringen Kinder nicht auf die Welt. Wir haben keine Ahnung, was es heisst, 9 Monate dein Haus umtragen. Und die Frau trägt eigentlich das All-inklusive-Buffet bereits schon um. Das Kind kann schlafen, wenn es will, trinken, wenn es will, aufs WC, wenn es will. Das bedeutet, die Frau trägt einen Schatz, wo wir Männer niemals tragen können. Gehen wir in die Anatomie hinein, in unseren Körper, und das können auch eigentlich alle bestätigen, unser Körper von den Männern und der Frauen ist nicht gleich. Schau mal das im Sport an. Und du sagst, es spielt keine Rolle, wo du mehr bist, sag doch, du machst die ganze Sportwelt kaputt. Zum Beispiel, wir Männer haben Brüste, oder? Habt ihr auch, ja? Ihr habt auch Brüste. Aber unsere Brüste haben nicht das gleiche Ziel wie die hier. Ja, und das ist so krass. Anatomisch sieht man schon so offensichtliche Unterschiede. Wir Frauen, wir haben Brüste und die sind nicht, sorry Männer, in erster Linie für die Männer da, sondern... Habe ich jetzt auch gelernt. Ich habe es gerade wieder am Freitag gesehen, wo unsere Schwiegertochter die Kleine gestillt hat. Es ist so eindrücklich, wie wir Frauen ausgestattet sind, anatomisch, dass wir kleine Lebewesen andocken, im wahrsten Sinne vom Wort, und nähren. Und das ist etwas, was nicht nur anatomisch unser Wesen von der Frau ausmacht, sondern das sind wir generell. Wir haben die Fähigkeit, zum Menschen nähren und zum die Wärme und eben die Wohnung, wie du vorher gesagt hast, ausstatten. So sind wir anatomisch geschaffen. Und nicht nur das. Sondern es sagt auch, wenn ein Kind zum Beispiel auf den Bauch vom Mann liegt und der Mann kann einen Bierbauch haben, alles spielt keine Rolle, sagt das Kind praktisch immer, bei Mami ist es weicher und bequemer. Hast du den Spruch schon mal gehört? Und es gibt auch einen einfachen Grund, warum das so ist. Nicht wegen meinem Sixpack, der hart ist, sondern warum? Also ich habe einen 7 Jahre jüngeren Bruder und ich habe das mitbekommen, wie er am gesagt hat, Mami, weisst, bei dir ist es so viel weicher wie beim Papi. Und das hat er nicht gemeint, weil das Mami vielleicht ein bisschen mehr Körpervolumen hatte, wie mein Papi, sondern es ist anatomisch bewiesen, dass wir ein weicheres Bindegewebe haben als Frauen. Also es ist einfach super eindrücklich, dass es so viele verschiedene Orte gibt, auch anatomisch, wo wir einfach so unterschiedlich gemacht sind. Das heisst, die Frau trägt den Schatz, trägt das Haus um, die Wärme, sie ist komplexer, sie ist oft auch intelligenter. Das ist irgendwie einfach so, ich sage das nicht gerne, aber es ist jetzt einfach so. Also intelligenter einfach im Sinn von, oder wir verstehen Zusammenhang, komplexere Zusammenhang verstehen wir schneller. Wenn du an das Bild denkst von dem Screen, das spricht Band, oder? Ja. Der Mann denkt eine Sache und wir Frauen, wir denken ein ganzes Buch. Ja. Und jetzt, was hat der Mann, was die Frau nicht hat? Also die Frau trägt das Haus um, den Schatz, die Wärme, all das von Gott gemacht. Wir Männer haben andere Muskeln bekommen und auch andere Knochen. Zum Beispiel sagt beim Oberarm beim Mann ist stärker als bei der Frau. Das ist ganz, ganz interessant. Das heisst, wir Männer sind stärker, weil unser Job ist, etwas zu beschützen und zu bewahren. Die Bibel sagt, wenn wir Männer die heiligen Hände aufheben, nicht heilig, weil wir perfekt sind, sondern unsere Sünden sind vergeben worden. Das heisst, wenn ein Mann seine Hände aufhebt und sagt, in der unsichtbaren Welt, Teufel, bis da nicht mehr weiter, dann wird der Teufel so wohl hören.
Das heisst, wir haben von Gott die Aufgabe bekommen, etwas zu beschützen, zu bewachen, zu bewahren. Während der Frau in dem Sinn etwas schön macht und wahr macht und etwas reinbringt, wird der Mann das immer beschützen können. Jetzt sagst du, wir reden hier in Klischees und ich glaube effektiv, dass wir in einer Zeit leben, wo der Teufel Grundprinzipien von Gott stillt und wir plötzlich nicht mehr wissen, was ist denn mein Job als Mann überhaupt noch? Und was ist überhaupt eine Frau? Und ich möchte einen Mann nach dem Herzen von Gott sitzen und wissen, meine Stellung ist einfach in der Stärke hinein, können Sachen machen, die Frau nicht kann, und die Frau macht Sachen, die ich nicht kann haben. Und wir haben so ein Prinzip, und dann werden wir das Mikrofon übergeben. Und das kannst du merken, wir sagen einander immer, wir sind Team Bigger. Wir sind ein Team. Und ein Team bedeutet nicht, ich schaffe 100% und du bist daheim. Es kann sein, dass meine Frau Karriere macht und ich bin daheim. Das spielt alles keine Rolle, wie man das konkret löst. Aber wir sind ein Team. Das heisst, da, wo du schwach bist, bin ich stark für dich. Und da, wo ich schwach bin, bist du stark in mir. Wir ergänzen uns und wir lassen nicht zu, dass wir Finder sind, sondern wir sind die besten Freunde. Wir sind füreinander und es wird mir nicht in den Sinn kommen, zu sagen, Gott hat mich zuerst gemacht. Schau. Nein. Genau, und mir würde es im Gegenzug auch nicht in den Sinn kommen, respektive, das ist genau unser Triggerpunkt als Frauen, dass wir, weil wir können komplexer und vernetzter denken, dann die Männer oftmals ein bisschen belächeln oder denken, ach du wieder, du kommst ja nicht raus, du schnallst das nicht, sondern nein, wir möchten das, genau die Stärke, die wir haben, als Hilfe anbieten für unser Gegenüber, für unseren Ehemann oder auch für die Männer in unserem Umfeld. Jetzt werden wir in 2 Themen gehen. Prisi wird darüber reden, was heisst das denn, eine Frau sein nach dem Herzen von Gott. Wir können natürlich das nicht in ein paar wenigen Augenblicken alles erklären. Und dann wird der Team erklären, was heisst das, wenn wir Männer Helden sein, ganz konkret. Und Susanne, du hast einen Punkt aufgeschrieben, kannst du ganz kurz lesen und dann übergeben wir der Prisi das Wort. Sie ist da und ist... Ich bin richtig startklar, sorry, ich komme immer nicht. Hey, so cool. Also, es heisst in 1. Mose 3, Vers 16b, du wirst dich nach deinem Mann sehen. Und alles, was wir Frauen uns wünschen, ist Anerkennung. Und zwar genau für die Andersartigkeit, wo wir sind als Frauen, für die Komplexität, für die Gefühlsausbrüche, die wir haben, die sich niemand erklären kann. Alles, was wir uns wünschen, ist, dass es eine Gültigkeit hat. Dass man sagen kann, okay, es ist okay. Es ist okay, dass wir die sind, die eine Wohnung bauen, im anatomischen Sinn, aber auch im ganz Natürlichen, dass wir es schön machen, dass wir Emotionen haben und so weiter und so fort. Und was wir uns wünschen von den Männern ist, dass man sagt, hey, das hat einen Wert und das hat eine Gültigkeit. Applaus. Prisi. Yes. Sind Sie nicht so liebenswert, Susanna und Leo? Ich kann euch nicht so auf die Bälle rücken. Genau. Hey, ich bin Prisi, so schön bei euch zu sein. Und ich möchte gerade dort anknüpfen an dieser Anerkennung. Was passiert, wenn wir unsere Anerkennung zu unserer Identität machen und das eben auch ungesund kann werden? Und ich finde es mega ein krasses Beispiel, das ich gebracht habe, auch die Verschiedenheit von der Anatomie. Weil ich bin gerade mega in dem inne. Es ist ein mega Privileg, ein Haus für ein Kind, das heranwächst, zu sein. Dürfen das die Heim und die Schönheit und die Wärme zu schaffen. Ich bin das 2. Mal schwanger und darf das Wunder erleben. Und ich muss wirklich sagen, es ist zum Staunen, es ist zum Brüllen, es ist zum Lachen. Und man wächst mega an dieser Aufgabe als Frau und auch als Ehepaar. Und nicht nur das wächst, sondern auch das Leiden und das Jammern wächst. Das Herz und die Liebe wächst, der Bauch wächst und vielleicht gerade auch zum persönlich werden. Ich merke mega, wenn es eben gerade auch um die Äußerlichkeit und auch Anerkennung geht. Dort, wo früher bei mir ein flacher, schöner Bauch war, wird plötzlich ein runder Bauch. Und ich muss mich anfangen zu fragen, ja, was ist denn jetzt schön? Oder fühle ich mich denn jetzt noch schön? Oder Kleider, die ich gebraucht habe, um mich auszudrücken, um mich zu stylen, um auch Anerkennung zu bekommen, geht mir fast keine mehr. Und da bleibt bei mir momentan die Frage da, ja, wie definiere ich denn jetzt Schönheit? Und wie komme ich denn jetzt auch an die Anerkennung irgendwo durch an? Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, und die wir Frauen mega kennen. Hey, was definiert meine Schönheit? Bin ich schön?
Und es ist schlussendlich eben genau die Frage nach dieser Anerkennung, nach dem Wert, den Susanne gesagt hat. Wir wollen den Wert auch bekommen und die Anerkennung. Und der Petrus, der drückt das keinem gut aus im 1. Petrus 3,3. Das könnt ihr ihm bringen, genau. Sind wir weiterhin im Petrus. Nicht der äußerliche Schmuck wie kunstvolle Frisuren, goldene Ketten oder aufwendige Kleidung soll euch Frauen auszeichnen. Eure Schönheit soll von innen kommen. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist euer unvergänglicher Schmuck. Das ist es, was Gott als wirklich kostbar ansieht. Okay, Petrus, für mich jetzt meine Situation, ich fühle mich jetzt gerade nicht auf dem höchsten Höch von meiner Schönheit, es ist gerade noch eine nice Aussage. Okay, es kommt auch wirklich vor allem aufs Innere drauf an. Aber ich muss sagen, ich bin schon einige Mal über den Vers drüber gekommen, das hat mich etwa mal stutzig gemacht und auch ein bisschen provoziert. Weil ich habe den Wunsch, auch äußerlich wirklich schön zu sein. Ich liebe Goldschmuck. Das streht, hey, nicht goldige Ketten hier ausmachen. Oder ich habe mir gerade letzte Woche ein Haarstyling-Produkt gekauft. Petrus, ist jetzt das falsch? Sollen wir Frauen nur in langweiligen Kleidern und ungeschminkt rumlaufen? Ich weiss nicht, mich hat das jemand mal so gedacht, ja, was meinst du jetzt mit dem? Und ich glaube, es ist nicht das, was der Petrus sagt, sondern er sagt, es soll euch nicht auszeichnen. Also das Äußere, Äußerlichkeiten, es soll euch nicht auszeichnen. Eigentlich sagt er, hey, liebe Frauen, ihr seid im Fall so viel mehr als das. Eure Schönheit ist im Fall so viel mehr als eure Haare, als euer Körper, als euer Äußere. Und dann sagt er, hey, freundliches und ausgeglichenes Wesen ist euer unvergänglicher Schmuck. Unvergänglich. Egal in was für einer Lebensseason, egal wie alt, egal ob gerade schwanger oder nicht. Es ist unvergänglich. Und auch über diese Aussage bin ich aber auch schon einige Mal gestolpert und habe gedacht, ja, Petrus, wie ist denn mit diesen Frauen, die eher ein lautes, wildes oder einen auffälligen Charakter haben? Nicht. Der eine Übersetzung, vielleicht ist euch das aufgefallen, steht auch leislich, die leislich sind. Meint ihr jetzt, wir Frauen sollen nicht mehr reden? Stellt euch das mal vor. Nein, ich glaube, das meint er nicht, oder? Da sind wir uns einig. Ich glaube, der Petrus meint einen Charakter, der demütig ist. Nicht ein Charakter, der sich unnatürlich versteckt und klein macht, sondern eine Frau, ein Charakter, aber auch ein Körper, der in sich ruht, der sicher ist und weiss, was ihr Wert ist. Nicht? Ein Charakter, der sich nicht unnatürlich aufplustern muss oder beweisen, sondern der auf Jesus hinweist. Und so gesehen weiss ich wieder genau, was der Petrus meint. Ich habe schon ein paar Mal eine Freundin angeschaut, sie beobachtet und gedacht, wow, bist du schön. Und nicht primär im Moment, wo sie gerade total durchgestylt und geschminkt war, sondern in dem Moment, wo ich die Liebe zu Jesus auf ihrem Gesicht gesehen habe. Wo sie demütig etwas erzählt hat. Wo sie laut rausgelacht hat und einfach sich selber auch war. In sich ruhend, sicher. Und das ausgestrahlt hat mit ihrem Wesen, aber auch mit ihrem Körper. Hey, ja, und in der Message-Vorbereitung bin ich trotzdem ein paar Mal verschrocken, wie mich das doch auch betrifft, mit den Äußerlichkeiten, mich nicht darüber zu definieren oder wie ich das eben gleich mache. Mir sind irgendwie einige Aussagen in den Sinn gekommen, die vielleicht je nachdem schon Jahre her sind. Und mir ist aufgefallen, es sind Aussagen, die mich besonders treffen, sind Aussagen über mein Äußeres gewesen, nicht unbedingt über meinen Charakter. Je nach der Kleinigkeit, eine Verkäuferin in einem Beauty-Shop, die mich anschaut und sagt, ja, bei ihren Mischhaut oder bei ihren Pickeln brauchen wir eine stärkere Abdeckung. Und ich bis heute, das geblieben ist, Mist, ich habe eine schlechte Haut. Oder Kommentare, die eigentlich gut gemeint sind, hey, hast du mehr Sport gemacht, siehst kräftig aus. Ich frage mich gerade, oh, habe ich zugenommen? Oder, für einen Klassiker, kennen die Frauen, bist vielleicht eine Frau, die sich grundsätzlich schminkt, gehst mal ungeschminkt arbeiten und bist prompt gefragt, bist du krank? Dann gehst du gleich wieder heim. Ja, nein. Kommentare über unsere Kleider, aber auch über unser Äußerliches haben so Gewicht. Und
es ist irgendwie auch logisch, weil unsere Sehnsucht nach Schönheit, wie es Susanne erzählt hat, unsere Sehnsucht nach Schönheit, etwas zu schaffen, die ist da. Aber es kann auch schnell passieren, dass wir es zur Definition von unserer Identität machen. Und dann verunsichert sind. Und dann die Frage ist, ja, wer bin ich als Frau? Werde ich gesehen? Werde ich abgelehnt? Werde ich wahrgenommen? Kommt mein Stil an? Und das ist so oft verknüpft, wie wir wirken, auch mit unserem Äußeren, oder? Ja, in dieser Sehnsucht nach Schönheit, auch nach Äußeren, hat Gott unglaublich viel Potenzial gelegt. Eben, wie wir es gehört haben und auch an mir sehen, das Schaffen von der Schönheit ist im wahrsten Sinne in uns Frauen hineingelegt. Und kann sich sogar ausdrücken, dass wir ein Kind mit unserem Körper schaffen. Das hat so viel Potenzial. Aber es ist auch so freaking verletzlich. Es ist so fragil. Es kann auch so weh machen, wenn wir selber oder andere uns in Frage stellen oder auch unsere Schönheit in Frage stellen. Und die Frage, die ich heute Abend an euch habe, hey, was passiert mit diesen Verletzungen, mit diesen Kommentaren, mit diesen Haltungen? Fangen wir an zu kompensieren, uns unnatürlich zu verstecken und nicht zu zeigen zu wollen, als die Frau, die wir eigentlich sind? Oder ins andere Gegenteil, wir fangen uns massiv an zu präsentieren? Und ich liebe das Wort Überführung. Den Heiligen Geist erlebe ich oft so, dass er mich überführt. Und Überführung ist nicht ein beschämendes Zeigen, hey bitte, zieh dich mal anders an oder mach das so und so. Sondern es ist vielmehr ein Rufen. Hey, ziehst du jetzt das mit dem richtigen Motiv an? Hey, bist du sicher, dass das und das so wichtig ist, dass du Wert hast? Meine liebe Tochter, gib mir deine Verletzung, gib mir die Kommentare, lass sie von mir heilen. Ja, was passiert mit unseren Verletzungen und Unsicherheiten? Heben wir sie Gott an? Ja, lassen wir uns auch überführen, wo genau die Suche und die Sehnsucht nach dieser Anerkennung zu falschen Identitäten geführt haben? Ich glaube, das ist eine wichtige und lohnenswerte Frage. Lass uns an dem dranbleiben. Tim, nimm uns mit. Yes. Danke, Prissi. Wo sind alle Dudes? Ich habe mich gefragt, was kommt für ein Geräusch, wenn ich das frage. Bei den Frauen sind wir und bei den Männern weisst du nicht so genau. Alle verschiedenen Tonarten. Aber hey, der Titel von meinem Teil ist «Männer wünschen sich Wettkampf und Männer wünschen sich Tatkraft». Wer hat gerne Wettkampf als Junge? Okay. Ist so spannend. Ich habe gerade vorhin, als ich da gehockt bin, über das nachgedacht. Und meine Eltern sind beide Lehrer. Und sie haben jetzt gerade Themenwoche gehabt in der Schule. Und sie haben so eine Themenwoche angeboten, wo sie sind beide am gleichen Ort Lehrer. Sie haben ihre Zimmer nebeneinander. Ist ein bisschen too much. Aber sie machen es gern. Und sie haben die Themenwoche gemacht. Und sie haben in dieser Themenwoche haben sie einfach Spiele gemacht mit den Schülern, die kommen. Also verschiedene Spiele, über Rubikwürfel, Turnier, zu Cup, zu Spikeball, alles Mögliche. Und sie haben 26 Jungs gehabt und 1 Mädchen. Meine Mutter hat sich gedacht, oh nein, was mache ich da? Aber am Schluss von dieser Woche sagen die alle zu ihnen und haben gesagt, das war die geilste Themenwoche, die ich je hatte in meinem ganzen Leben, Mann. Und sie haben eigentlich nur Wettkampf gehabt die ganze Woche. Männer brauchen Wettkampf und sie brauchen Tatkraft. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo viele männliche Attribute, nämlich zu leisten und etwas zu verändern, werden in unserer Kultur oft schlechter gemacht. Es wird einmal oft in unserer Kultur jetzt schon gesagt, so, eigentlich braucht es Männer ja eigentlich nicht wirklich so. Und heute Abend stehe ich da und ich sage, das stimmt absolut nicht. Es braucht euch. Es braucht euch. Es braucht euch in unserer Gesellschaft und es braucht uns in unserer Kirche. Es braucht Männer. Und zwar ist das tief in uns hineingelegt. Und ich glaube, ich möchte mit euch jetzt etwas anschauen. Und ich glaube, wenn wir das als Männer verstehen und wenn ihr Frauen das über uns Männer versteht, dann werden wir so wahrhaftig beziehungsfähig. Und um das geht es in dieser Serie, dass wir beziehungsfähig werden. Und zwar müssen wir ganz am Anfang in die Schöpfungsgeschichte gehen. Und dort lesen wir, wie Gott die Welt erschafft. Und er macht alles durch sein Wort.
Und dann schafft er den Garten. Und dann heisst es im 1. Mose Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Das ist, bevor er die Frau schafft. Das kommt nachher. Ihr könnt es nachher mal selber nachlesen. Aber er schafft den Mann und er setzt ihn in den Garten. Warum? Nicht, dass er einfach irgendwo unter Palmen hockt, ein Bierchen trinkt und Manchester City sieht, die Liga gewinnen. Oh, der Paul ist gut. Sorry, Paul. Arsenal, come on. Es geht nicht darum, dass er den Mann schafft und er setzt ihn dort hin und sagt, hey, weißt du was, jetzt hock du einfach dort, berühr möglichst nichts, lass alles genau so, wie es ist. Schau, dass, ja, vielleicht zieh die Schuhe ab, wenn du auf meinem Gras rumlaufst. Nein. Er setzt ihn rein für was? Zum ihn bebauen und bewahren. Geil. Geil! Lass uns die Wörter zusammen anschauen. Im Hebräischen ist bebauen, ist avat. Avat. Und das Wort kann verschiedene Sachen heißen. Im Hebräischen ist das oft so. Es kann heißen bebauen. Es heisst aber, es ist eigentlich das Wort, das hauptsächlich gebraucht wird für arbeiten. Schaffen. Schaffen. Bebauen, aber auch dienen und anbeten. Gott hat den Mann für einen Zweck geschaffen. Und der Zweck ist nicht einfach, dass er dort hockt und nichts macht, sondern dass er anfängt zu arbeiten. Das andere Wort, das gebraucht worden ist bewahren. Und das ist noch ein schöneres Wort. Das heisst Shamar im Hebräisch. Shamar. Und das heisst so viel wie hüten, bewachen, beschützen, kultivieren, entwickeln. Schöpf das Potenzial von etwas aus. Schöpf das Potenzial von etwas aus. Ist das nicht wunderschön? Und ich bin heute Abend da und sage dir, weißt du, manchmal sagen wir so, ja, gerade in den christlichen Kontexten sagen wir so Sachen wie, ja, weißt du, es spielt keine Rolle, was du leistest und was du machst. Ja, ich verstehe all das, was es sagt, aber du als Mann bist zum Zweck geschaffen worden, um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Manchmal haben wir das Bild, dass der Garten Eden so die Utopie ist, wo wir zurück hinkommen. Aber Gott hat den Mann nicht in den Garten hineingestellt, dass er ihn nicht berührt und nichts daraus macht, sondern dass er ihn bebaut und bewahrt. Und ich spreche mich heute Abend aus für Männer, dass es okay ist, welche zu beschützen. Dass es okay ist, etwas zu kultivieren. Dass es okay ist, für etwas zu gehen. Dass es okay ist, etwas zu reissen und etwas zu gewinnen und etwas zu erobern. Dass es okay ist, zu schützen, zu bewahren, zu kultivieren und das Potenzial aus etwas rauszuschöpfen. Das ist im Fall okay. Das ist okay. Du darfst leisten. Du darfst arbeiten. Und liebe Frauen, ich weiss, das versteht ihr nicht. Aber etwas vom Schönsten, was du machen kannst, bei einem Mann, ist sagen, hey, danke, schaffst du. Danke, verdienst du Geld. Wenn du einen Freund hast, der für dich schaut, wenn du einen Mann hast, der für dich schaut, hey, das ist im Fall, das macht bei einem Mann viel aus. Danke, bewahrst du, beschützt du, bist du ein Gentleman. Das heisst, das Wort Avat heisst dienen. Liebe Männer, dienen wir. Gentleman ist im Fall okay, Türen aufhalten ist okay. Hinterfrag dich nicht zu fest. Lass dich nicht in das Wirrwarr von unserer Kultur reinziehen, wo sagt, hey, du kannst nichts mehr machen, du machst alles falsch. Es ist okay, bist du ein Mann, es ist okay, dass du da bist und du bist geschaffen worden für eine Zeit wie heute. Amen? Es ist okay zu leisten. Johannes Hartl hat mal gesagt, so, ja, liebe Frauen, lasst euch Männer Mammut jagen. Sie brauchen das. Ein Mann, der nicht schafft, ist nicht gesund. Es gibt aber auch Kehrzeiten. Und zwar die Gefahr ist für uns Männer, dass wir uns anfangen definieren über unsere Leistung. Sind wir da? Club? Das ist die Kehrseite. Es ist okay zu leisten wollen und es ist okay zu arbeiten zu wollen. Aber die Kehrseite ist, wenn wir unsere Identität abhängig machen von unserer Leistung, dann wird es ungesund. Dann wird es ungesund. Und ich habe euch extrem spannend,
Statistik mitgebracht. Ich arbeite momentan im Spital so als Seelsorger und ich rede mit unzähligen, auch älteren Männern, Männer, die nicht mehr arbeiten können. Und es ist immer das Gleiche, wenn ich mit denen, ich bin einfach dort zum Schwätzen und Zeit habe mit denen. Und eigentlich, was jeder Mann mir erzählt, ist, was er geschafft hat, was er erreicht hat und was er errungen hat in seinem Leben. Das ist ihm mal wichtig. Das ist ihm mal wichtig. Und es ist okay. Und es gibt eine Statistik von der Suizidrate in der Schweiz. Das ist von 2018 bis 2022. Und wisst ihr, welches die betroffenste Bevölkerungsgruppe ist für Suizid? Pensionierte Männer. Warum? Sie können nicht mehr arbeiten. Sie werden nicht mehr gebraucht. Anstatt dass sie wachen über etwas, muss jemand sie bewachen. Anstatt dass sie arbeiten können, werden sie zur Arbeit. Und ich glaube, das spricht Band. Ich glaube, das spricht Band für, dass Männer sich oft identifizieren mit ihrer Leistung und ihrer Leistungsfähigkeit. Und das ist die unsicherste Identität, die du als Mann kannst haben. Weil deine Leistungsfähigkeit, die wird stückweise abwärts gehen. Und dort hilft es mir. Manchmal denkst du, vielleicht hockst du jetzt da und denkst, okay, Tim, wie weiss ich, ob ich meine Identität von meiner Leistung abhängig mache? Wenn ich dir diese Frage stellen würde, wer bist du? Wer bist du? Was ist das Erste, was du mir erzählst? Weil bei Männern ist es oft so, ey, ich arbeite als Architekt. Ich bin Arsenal-Fan. Sie sind mega gut, mega geil. Ich arbeite das. Ich habe das erreicht in meinem Leben. Wo geht dir die Gedanken zu sein, wenn ich dich frage, wer bist du? Und oft bei Männern ist es, was wir leisten. Und das ist ungesund. Das ist ungesund. Und dort hilft es mir unglaublich fest, zu Jesus zu schauen. Weil Jesus, bevor er einen Finger gerührt hat, bevor er ein Heilig gemacht hat, bevor er irgendetwas angelenkt hat, hat er sich taufen lassen, der Himmel hat sich aufgerissen und die Stimme von Gott, vom Vater, hat über ihn ausgesprochen, du bist mein geliebter Sohn, wo ich Freude daran habe. Er hat nichts geleistet. Er hat nichts gemacht dafür. Und wir Männer, wir müssen verstehen, dass die Liebe von Gott und unsere Identität, dass wir ein Sohn sind von unserem himmlischen König, hat nichts mit unserer Leistung zu tun. Es ist okay zu leisten. Aber unsere Identität ist Sohn vom allmächtigen König. Lissi, nimm uns mit. Ja, das gilt genauso auch für uns Frauen. Und wenn ich so in die Runde schaue, dann irgendwie tut es mir mega weh im Herz, weil ich merke, uns fehlen mega auch geistliche Väter und Mütter, die uns in dem vorausgehen und uns zeigen, was heisst es denn wirklich ein Mann sein, was heisst es eine Frau sein. Und ich möchte einfach zuerst auch für das beten, dass wir wirklich auch gesunde Vorbilder erleben, wo wir merken, ja, die Männer und Frauen, die arbeiten und bilden Familien, sie sind in dieser Welt und folgen dem Jesus nach und sind in dieser gesunden Identität. Nicht in dieser Identität, sich über Äußerlichkeit oder über Schönheit oder über Leistung zu definieren, sondern in einer gesunden Identität, die vom Vater vom Himmel kommt. Und ich möchte einfach für euch Frauen beten, dass ihr die Vorbilder bekommt und habt, aber dass ihr das auch selber werdet. Ich glaube, ganz viele in diesem Raum sind schon mega Vorbilder in dem. Hey, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich würde jetzt für die Frauen beten und Männer, ich darf gerade auch einfach für sie einstehen, hey, dass die Sache in unserem Herz gesund werden. Ja, Vater, wir wollen wirklich beten, dass nochmal wir wirklich wissen, was ist Identität in dir zu haben. Was heisst das? Was heisst das? Habe ich meine Identität in dir? Und ich bete, dass wir spüren, wo wir Anerkennung, wir Frauen, einfach in Falschem gegründet haben. Unsere Identität in Falschem gegründet haben.
Und vielleicht kommt dir jetzt gerade, liebe Frauen, ein Satz, ein Kommentar zu deinen Äußerlichkeiten in den Sinn, der wie schmerzt. Du darfst dir vorstellen, wie du jetzt vor Jesus kommst. Mach gerade die Augen zu und stell dir das vor. Vielleicht auch ihr Mann. Und gib ihm jetzt gerade den Kommentar oder auch die falsche Identität. Immer das Kreuz. Du darfst auch nachspüren, wo es weh tut, vielleicht gerade im Herz, wo das noch ein Wunder ist. Danke, Jesus. Jesus schaut dich an, er ist offen vor dir. Er ist dir ganz zugewendet. Er sieht dein Innere und dein Äußere und findet es so gut. Jesus, wir lassen los all die Sätze, all die Unsicherheiten, all die falschen Identitäten. All den Schmerz, den wir vielleicht haben. Wir lassen es los und geben es dir das Kreuz. Wir das Kreuz an. Und wir wollen empfangen von dir gesunde, weibliche Identitäten. Danke, Jesus, dass du uns gut geschaffen hast, unseren Charakter und unseren Körper. Danke, dass du Schönheit definierst über unserem Leben. Danke, hast du uns geschaffen, zum Leben und Schönheit zu schaffen. Wir nehmen das an. Wir nehmen die Weiblichkeit, die Stärke von dieser Weiblichkeit auch an. Und lehr du uns auch, was es heisst, was es eine Frau ist, sein. Liebe Männer, ich glaube, Gott möchte jetzt an unseren Herzen arbeiten. Also unsere Herzen jetzt aufmachen. Ich möchte für dich beten, wenn du das Gefühl hast, hey, du bist am falschen Ort in dieser Zeit als Mann. Ich spreche heute am Abend über dir aus. Es ist okay, Mann zu sein. Es ist gesund, Mann zu sein. Es ist gesund, zu leisten. Es ist gesund, zu arbeiten. Es ist gesund, das Potenzial von unserer Welt zu nehmen und weiterentwickeln. Du bist nicht überflüssig. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich in unserer Gesellschaft. Wir brauchen dich in unserer Kirche. Wir brauchen dich in unserer Kirche. Wir brauchen Männer nach dem Herz von Gott. Die nicht toxisch männlich sind, die gesund männlich sind. Du hast im Fall Platz da. Und die Welt ist ein besserer Ort mit dir. Und ich spreche über denen aus, die sich über ihre Leistung definieren. Hey, du bist mehr als das. Du bist mehr als das, was du kannst geben und leisten. Du bist ein Sohn vom allmächtigen König. Halleluja! Er liebt dich. Er hat Freude an dir. Und auch wenn deine Beine nicht mehr funktionieren und auch wenn du schwächer wirst mit den Jahren, wirst du immer noch ein Sohn sein. Und du wirst immer noch geliebt sein. Und du wirst immer noch wertvoll sein. Mir spricht das über dir aus, dass die Wahrheit jetzt tief in dein Herz sinken darf. Dass ein frischer Wind über dir bläst. Und ihr dürft euch jetzt auch wieder rausnehmen, ihr dürft euch auf die Seite aus der Reihe rausnehmen. Manchmal braucht man ein bisschen Platz. Das ist ein Moment, wo wir vor unseren Jesus kommen. Lass uns all das, hey, es ist keine Show. Es ist die Zeit zwischen dir und deinem König. Nimm dir den Raum, den du brauchst, auf der Seite. Du kannst auch rauskommen. Der Herr möchte jetzt frischen Wind bringen. Yes. Ich habe einfach noch den Eindruck, dass Gott einzelne Wörter dir geben möchte, wo er nochmal Neues über dir ausspricht. Frauen und Männer, einzelne Wörter, wo er sagt, so sehe ich dich. Und lass unsere Ohren aufmachen in dem Worship für diese Wörter. Er hat so viele Gedanken über euer Leben. Yes, wir wollen von dir hören, Jesus. Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, was
wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.